Sodom und Gomorra. Wo die Männer, es sind Botschafter von Gott auf Sodom gekommen sind, ist der Lot am Stadttor gesessen und hat den Leuten zugeschaut. Sofort hat er die Fremden entdeckt. Er ist auf sie zugegangen und hat sie freundlich in sein Haus eingeladen. Er hat nicht wollen, dass sie den bösen Leuten von Sodom begegnen würden. Es hat dort nämlich wirklich viele Leute gehabt, die gestohlen haben und die Fremden übers Ohr gehauen haben. Die Männer sind mit dem Lot heim. Plötzlich in der Nacht hat es einen riesigen Lärm gegeben. Die Leute von Sodom haben zu viel getrunken gehabt. Sie haben rumgegrölt und gerufen: «Gib uns die Fremden raus, Lot!» Der Lot hat Angst bekommen. Aber die Fremden haben gesagt: «Musst keine Angst haben.» Und sie haben das Pack gestraft. Die sind plötzlich blind gewesen und sind in einer Panik davongerannt. Zum Lot haben die Männer gesagt: «Nimm deine Familie und gang so rasch wie möglich aus der Stadt, weil Gott will die Stadt kaputt machen.» Der Lot hat ihnen das nicht geglaubt und hat gemeint, es sei ein Gespass. Wo es Morgen geworden ist, haben die Männer nochmal zum Lot gesagt: «Gang jetzt, sonst bist du tot.» Wo der Lot noch immer nicht recht wollte, haben die Männer ihn und seine Familie an der Hand genommen und zur Stadt rausgeführt. «Laufen in die Berge und bleiben ja nicht stehen in der Jordanebene und schauen ja nicht zurück, sonst müsst ihr sterben», haben sie gerufen. Endlich ist der Lot gegangen. Und wo die Sonne aufgegangen ist, sind sie schon bei den Berghängen oben gsi. Gott hat Feuer und Schwefel regnen über Sodom und Gomorra. Und alles, was in der Jordanebene gelebt hat, ist zerstört worden. Lot, seine Frau, hat nicht mehr geradeaus laufen. Es war so ein Lärm hinter ihrem Rücken. Und dann hat sie sich umgedreht. Sofort ist sie zu einer Salzsäule erstarrt. Noch heute sieht man im Gebirge am Ufer vom Toten Meer eine Felssäule, die aussieht wie eine Frau. Und die Säule heisst darum Lot, seine Frau.